Ekran! Ekranen geef dich ab, aus Warnen war. Hey, kommt ran met me. Hier reden we over wat we kennen met God echt tot leven ranen. Met junt as Eduard Kiesbrecht. Weit woher. Welkom zu dieser Serie von Ekran. Diese Serie wird ab einem Jugendcampamento hier in Bolivien gefilmt und abgenommen. Und das Jugendcampamento wird von Impacto Vertical organisiert. Der Redner ist Walter Niefeld und er redet in dieser Botschaft von wo wir alle waren für Gott seinen Thron kommen. Er redet von der Buch Offenbarung und für mich ist das eine wunderbare Buch, eine wunderbare Botschaft, wo wunderbar das ist, in Jesus in die Jehen zu sein. Und ich möchte auch für die lieve Jugendlichen die Mut machen, sich Jesus in die Jehen wird nu al. Und du wirst wunderbare Sachen mit ihm erfahren. De Bibel is een oud boek. Maar in de Bibel staat wat gisteren in de Zeitung kwam, wat vandaag in de nieuws is, in de Noorrechten, en wat bijna een paar jaar in de Noorrechten wordt komen. God kon dem Johannes wijzen, wo de Welt eindigt en wat nu herkomt. Dat is wunderbar. Wie weten al wo het wordt heengaan. Viele Menschen machen große Meetings auf der Welt und reden um die Naturrade und um das und andere beten die Natur an, anstatt Gott anbeten. Und sie versichern die Industrie und das und das und die Krieg zwischen den Nationen und die Erdbeben und daran arbeiten Menschen geben Milliarden und Milliarden uit und worden Satelliten geschickt und verschiedenste Elemente worden geschickt, om andere planeten te zien of er leven möglich is, wanneer dat bij ihr op eenmaal een onjajet en al zo'n zaken. Maar weet je wat laatst passiert? Genau dat, op jeden Buchstabe, wat Gott verheft. Der Mensch kann Gott nicht hingehen. Weil es Gott haft all im Verrückt gedacht. Hij haft uns, diese Meeting haft Gott al gesehen, aus der Bibel geschrieben wird. Hij heeft die al gezien. Hij heeft die al gezien van Anfang an, zegt de Bibel. En hij weet onze dagen, onze toekomst. En hij kent wat nur diesem Leben gaan. En deswegen ist es gut, wenn wir am fragen. Willst wie dann, die Bibel sagt, wer Gottes forscht hat, wer Gott ernst nimmt, dat ist der Mensch, der anfängt, weise zu sein. Klug, je hebt het vele, maar vele kloeken zijn zeer dom in dem wat ze doen. Wijsheid braucht wie, en dat krijgen we staan, wanneer we anfangen Gott te respecteren. Weil Gott hält alles in zijn hand, wo dat ganze dreht, dat ons leven, dat leven van alle mensen, van de natuur, van de Welt, van de zon, van de stierens, van de ganze Ewigkeit, dat staat alles in zijn hand. En hij wijst een paar Bilder, dem Johannes davon, die sind abgeschrieben im letzten Buch in der Bibel. Und ich will Ihnen einfach mal ein paar Vers vorlesen von dem, was voran steht. Da kommt ein Impacto Vertical. Bei dem will ich dabei sein, nicht gleich hier auch. Ich las vandaag, da komme ich so, dass wir wirklich ein Impacto Vertical, wenn wir dort lesen in Offenbarung, Kapitel 7, Vers 9 und wieder, wo Johannes das sieht, der Engel Gottes am Wiese dat, wat nog komt. En dan zegt het zo. Als hij dit even weer, Openbaring, dat laatste boek van de Bibel, kapitel 7, vers 9 en wieder. Als hij dit even weer, zag ik van alle rassen, Völkerstamm, Sprachen en Menschen eine Heer, die China talen kon, wäre dem Thron bij dem Lamm en witte Kleiderstunde met psalmen en Aster en de Hein. En die schreeuwen, dus wanneer we hier woehoe zeggen, die schreeuwen met luide stem. Onze Radung kämpft von unserem Gott, der auf dem Thron zit en van dat Lamm. En alle Engel stunden am de Thron en am de Ältestes en alle am de Feiertiere en sie schmeiten sich dohl. Mit dem Kopf botte Erd en beten Gott an en zeiden Amen. En seien
in Herrlichkeit, in Weisheit, in Dank, in Ehr, in Kraft, in Gewalt. Gehiert unseren Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und dann antwortet einer von den Ältesten und sagt zu mir, wer sind diese? Und die witte Kleider. Und von wo kommen die her? Dann sagt er zu ihm, Herr, du weißt. Dann sagt er zu mir, dit sind die aus der großen Verfolgung gekommen sind. Und Jesus redet von das. Ihr seht, wie sollen uns frei, wenn wir Verfolgung leiden, das wens, willst wir mit Jesus kommen. Willst dann, wo wir dafür einen großen Lohn haben. Dafür kommt ein sehr großes Paket, ein Geschenk von Gott. Das ist wunderbar. Da sind sie für Gott seinen Thron, in denen um Tag und Nacht sein Tempel, in die auf dem Thron sitzt, wird man anwohnen. Man soll nicht mehr hungern, auch nicht mehr darsten. Und da wird auch nicht mehr die Sonne oder irgendeine andere Hett ankommen. Willst dort Lamm mitten auf dem Thron wird anwerden. In nur lebende Worte Qualen leiden, und Gott wird an alle Thronen von den Augen waschen. Das ist ein Impacto vertikal, ja? Von allen Rassen. Spanische, Chinesen, Franzosen, Indianer, Plattdeutsch redende, Englisch redende, von allen Fälschergruppen. Von allen Tiden worden durchstoßen für Gott und worden am Tauropen aanbeden und worden springen und am Loven preisen. Dann worden sie dolvol, volle verarmen am aanbeden. Und sie worden so viel Friedfeile, dass sie dat in verschiedene Formen worden uittreden. Diese Herrlichkeit Gottes wils wie dann den sein worden, an dem wir nu leven. Nu leven wir an am, ohne am zu sein mit unseren Augen. Wils unsere Augen worden ders brennen, wenn wir nu Gott sein. Die Bibel sagt, kein Mensch kann leben, wenn er Gott sein hat. So steht unser Blut hier im Kopf, wird ders brennen. Aber wenn wir worden ankommen, dann hat er uns verändert, sagt die Bibel, dann sind wir imstande, Gott seine Herrlichkeit zu sein. So zu sein, dass er ist. Das wird so stolz sein, so mächtig, dass wir bloß dafür würden wollen, die ganze Ewigkeit durch sein in am Anbeten. Und dann redet er wieder und sagt, und er sagt Vers 11, und er sagt einen großen, witten Thron, in dem der boven satt, Himmel und Erde flogen von am Weich und wären nicht mehr zu finden. Gott sat auf dem Thron und diese ganze Erde mit all Erdbesitz und schlachtet. Und sogar der Himmel, wo der Satan gefallen ist, wo das Beise mal gekommen wäre, der Himmel und die Erde, wasch. Und er sagt, der Todes, kleinen Graut, für Gott in den Thron stonden. Und da wurde beetje opgemaakt. En dan wordt nog een dan wordt nog een boek opgemaakt. En dat weer dat levensboek. En de dodes worden door gerecht, wat in de beetje van ihre woorden geschreven stond. En dat meer heeft de dodes ruut. En die daar binnen werden, in de dood, in de haal geven, de dodes ruut, die daar binnen werden. En jeder einer wordt door gerecht, wat zijn woorden gewast werden. En de dood en zijn recht worden am vier zijn angeschmeden. Dat is de tweede dood. En wanneer irgendwem zijn Name nicht am Lebensbuch geschrieben stond, wordt hij am vier zijn geschmeden. Wat is hier dat Entscheidende für uns, wenn wir von diesem Tag der Fern steht? Und diesem Tag kommen wir alle an. Und dem Tag wurde gerecht die ihr Name im Lebensbuch haben. Die haben Anrecht, gerecht zu werden. Das sind die hier bei ihr Jesus in ihr Hort abgenommen haben. Den ihr Name wird im Lebensbuch eingeschrieben. Und die haben Anrecht, dass Gott an Rechte wird, nur ihre Worte.
Im Himmel worden nicht alle Licht sein. Ganz verschiedene Kronen gibt es. Es gibt die Siegeskrone, es gibt die Lebenskrone, es gibt verschiedene Kronen, von denen die Bibel redet. Der Himmel ist nicht so, wie wir uns vorstellen, in Gold kosten. Und da setzt Gott auf den Thron und eben alle Menschen so Licht verarmen und jubeln, dort ist es. Dort sind nie Himmel und nie hier und nie Leben in wat wir hier kennen aus Natur und all so, dort ist alles da und noch viel, viel mehr, als wir uns vorstellen können. Da haben wir ein Taubleben mit den Engeln und mit Gott. Jesus sagte, sie nicht Jünger, sie wurden ab 12 Steiler Seiten in der 12 Stamm von Israel recht. Wir sind ganz einfache Menschen, die verachtet werden vom Volk. Weil wir niemals wem zu klein schätzen. So klein kann man nicht werden, dass Gott von dem nicht kann und nicht mag. Aber eine Sache ist klar. Die, wem sie nun nicht im Buch des Lebens steht, der wird nicht durch sein. Die haft nicht mal Unrecht, der ist all gerecht worden. Johannes schrift dort im Evangelium so, er sagt, wer an Jesus nicht läuft, der ist all gerecht worden, weil er nicht gelebt hat. Das ist der letzte Sinn. Das ist mehr als wem Deutschheit, das ist mehr als Stehlen, das ist mehr als alle Sünde, wenn du sagst, ich brauche Jesus nicht. Für mich hat er nicht gebraucht. Wer so einen Stalt an sich hat und so stirbt, der wird an dem Tag nicht mal gerecht haben. Weil wir immer demütig bleiben und sagen, Jesus, sieh mich gnädig. Ich brauche dich nur. Einzige Sache, wo wir den Sieg haben, andere Sache, wo wir Fehler haben, und das wird so gut, was wir sterben. Das Leben lang. Aber weil wir jeden Tag, einen Tag wieder gehen und uns freien, dass uns Name in seinem Lebensbuch steht. Und dann geht es wieder, und es sagt so, der verzocht aber, das ist ein bisschen Horderteil, aber der steht in der Bibel, und das lesen wir dem auch. Der verzocht aber, in der Anleibende, in der Abschäselie, in Mörder, in Hura, in Zauberer, in Aufjäterdeiner, in alle Lehner, wurde einen Platz im Viersee haben, der mit Schwefelblit brennt. Das ist der zweite Tod. So, wer sich entscheidet, ich will lieber einen Sinn leben, ich will den Sinn geneigt auf das Ehen. Was nicht herkommt, das ist mir dankt. Der hat leider eine trübe Zukunft für sich. Aber wer sagt, Gott, ich will mit dir leben, mag mich frei von der Sinn. Ich will so leben, dass es dir gefällt. Und jedes Mal, wenn ich die traurig gemacht habe, dann will ich Tränen die kommen. Hol mir an der Hand. Er sagt, er wird die an seine Hand holen. Er wird die nicht weichschätzen. Er wird die nicht abgeben. Und das wird der Tag kommen, wo wir können hier sein. Hier auf diesem steht, von das hier in der Schrift steht. Und das ist noch für uns. Und das wird sehr, sehr groß. Dort lohnt sich zu freien. Und all die, der nun im Buch des Lebens steht, die wurde gerecht kriegen und ihre Belohnung kriegen. Von Gott. Aber die ganzen, die gegen Gott gewesen sind, die nicht an Jesus gelebt haben, und die einen Sinn gelebt haben, ich rede nicht von Menschen, die gefallen sind, von Menschen, die einen Sinn leben, die im Grove leben, nicht in ein Loch gestolpert sind. Die, sagt die Bibel, die kommen in eine Stadt, wo sie ewig getrennt sind von Gott. Wo wirst du sein? Wo wirst du sein, wenn die Glocke hier aufrennt? Weil wir uns rein machen für die großen Dinge, die wir noch mit Gott erleben wollen. Für uns ist nicht ein Dunkles, was niemals abhört. Für uns ist ein Licht, das ewig da hat. Das ist ein Unterschied, ob ein Ziel du hast. Für einen, der an Jesus lebt, gibt es keine ewige Nacht. Schau dir daran, dass die Nummer im Lebensbuch steht. Dit Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.